oder hier auf der Frau Agricole an einer Live-Kararena mit Philipp Hütz. Ein wunderbar Küchen, da schon viel gesagt, so eng hätte ich auch gerne daheim. An der fühlt sich in aller Hostat von der Hotels schon auch ganz wohl. Alle frohen dich. Wie sind wir an der Zeit, dass den Kandidaten überlangt, sind sie da, wo sie wollen. An diesen Zeiten sind sie 3 Stunden für Plan an Entree. Dass sie gut an der Zeit sind. Sie sind aber gut gestresst, das gesagt einmal, weil das viel zu dienen, überall am Dippen am Gang zu kochen, Placke gehen zu klangen, das will man nicht, dass zu viel Dippen am Gebrauch sind. Der Lorenz hier am Gang, bei der Fleisch steht noch schon am Schärfchen dran. Ja, genau. Erzähl das mal ein bisschen dein Mundi. Was hast du heute gemacht? Fang mal mit der Entree an. Mit der Entree, das ist eine Variation von Lützeburger Spezialitäten. Das heißt, Gedenker Treiben auf einen Chips von Gromperen, die mit Äpfel, die karamellisiert sind, an Lützeburger Honig. Dann haben wir eben noch dabei traditionell Kniddeln, aber mit einer Karkäse-Sauce mit Walnuss dabei. Dann haben wir eben noch einen Erbsenbulli, den einfach mit frischen Erbsen gemäht ist, mit einem Musterschaum drauf, mit einem Chips von einer Mettwurst. Und dann haben wir noch, im Moment, was ich noch vergesse. Lauter lecker Sachen am Anfang, sie sind am Teller drauf. Ja, sie sind hier nur am Teller drauf. Okay, ich habe dann Jury gut verwinnt. Wie hast du beim Hauptgang? Wir hatten gerade das Fleisch als Thema. Welche Fleisch hast du beim Hauptgang dabei? Mal schon passend zum Thema da von diesem Jahr dann eben Lützeburger Randfleisch geholt. Da ist Filet, die bei Basstemperatur am Ofen mariniert, also gelost wird, den das mariniert mit schwarzem Tee. Und du könnt ein Porto-Sauce mit Casero dabei. Und da kommen Smashed Potatoes mit Berdorfer Käse und einer fruchtiger Fenchelsalat. Wie hast du für das letzte Produkt kochen? Ist das dann kompliziert oder willst du das all diese aber machen? Ich meine schon 3 Kanner, wir probieren noch regional aus dem schönen Müllertal dann als Produkt zu benutzen. Aus meinem Heimischdorf haben wir dann hier auch Äpfelpress, die habe ich natürlich benutzt. Okay. Ja. Aber das macht schon viel gezählt, was für ein Salat, du hast das Rezept ein bisschen umgeändert. Ja. Da ist Granatapfel dran, das hast du ersetzt durch. Rotkreichle, weil die Saison ist, und schon mal gedacht, mehr Lützeburger Produkte noch mal dran zu bringen. Super, das ist so wie es soll sein. Ja. Wir gehen mal rüber bis bei der Rolle und den gerade am Gang sind, sein Fleisch hier anzupacken. Geht es, ob wir die noch ersetzen oder können wir schon mal nicht schwätzen? Wir können nicht schwätzen. Können wir nicht schwätzen. Was hat es an einem Moment dran, schwätzen? Erzähl das von deinem Menü. Was hast du denn als Entree gemacht? Mal als Entree machen wir ein geflammte Porrad. Ein geflammte Porrad, die am Anfang am den Beurre-Noisette am sous vide gekocht wird. Dazu könnt Lavendel, ein bisschen Chili, für das du so ein bisschen spicy noch raus könnt. Meinst du mit Basstemperatur? Am sous vide, das heißt schon 85 Grad, und das geht 45 Minuten gemütlich gelassen, sodass der am Anfang aus einem eigenen Jus dann effektiv dran gart. Okay, und da geflammt, für den Kleidenker zu erklären, wie das da gemacht wird? Geflammt idealerweise effektiv mit seinem Bunsenbrenner drüber, und schon aber ein bisschen probiert, dann kann doch sein, dass es effektiv an der Pan machen und einfach da gut überbrüten. Ja, Porrad hat viel Zucker, aber wenn man Bunsenbrenner drüber geht, das karamellisiert ganz gut, geht ein gut Not. Ja. Lützeburger Fleisch haben wir gerade drüber geschwärzt. Wie ist es bei dir am Lützeburger Fleisch? War schon Filet de Bœuf. Filet de Bœuf und ein riesengroßes, super Steak. Und ich hoffe, dass ich das richtig schick kriege, so wie das soll sein. Aber wie ist das präpariert? Präpariert, das wird ein bisschen am Ölisch angelöscht, ein bisschen angecremt, Salz, Pfeffer dran, angebroten, also effektiv an der Schäfchen, Basstemperatur schon 75 Grad. Aber wenn effektiv nur auf dem Garpunkt das drehen drauf, dann bleibt, und dann ist das perfekt. Okay. Schon nicht verstanden, also mitkriegt, dass du schon so einen halben Expert bist. Das irgendwie, du hast schon ein bisschen Kocherfahrung, du hast schon mal den Rapporsch gehabt. Du gehst dann so eine Geschichte, dann zähl aus der nach, wann du das willst. Das war die kleine Restaurant daheim. Du hast auch Claudine aus Orlo, du hast mitgemacht, und Claudine hat damals gewonnen für uns. Das war wirklich super gekocht, und sind hier kochen wir zusammen. Oder invitieren in den anderen. An dem habe ich mich gemeldet, für effektiv rauszufinden, ob ich das kann, und Kritik von anderen Leuten zu hören, und darüber dann ein bisschen zu verbessern. Hast du doch schon Lützeburg gekocht, oder war dann aber du bist mehr exotisch? Nee, es war Lützeburg. Es war von Kürbiszopp, über Gromper Kichelcher, mit rotem Kabis, Speck, mit Champignon. Es war relativ, es war Lützeburg. Bei der Laura hat gezählt, dass hier mal Sachen aus einer Region hält. Man hat für dich schon ein bisschen nur gesprochen, du bist ein Mensch, der gerne mit dem Hund trippeln geht. Ja. Durch den Büsch ein bisschen trippelt, du hast mal für Champignon für dich gezählt. Ja. Dann erzähl mal, was noch von Rappes. Ja, die Champignon, die kannst du durch ganz die Plecke gehen. Du hast effektiv die Judas-Ohren, die Chinesen effektiv hören, die wirst noch bei uns am Büsch. Und das ist auch am Anfang ein regionale Champignon, wenn die Menschen exotisch noch klingt. Also durchgehen, von den effektiv sind Lungenseitlingen da. Wir kochen aber heute mit 2 ganz normalen Austern. Voilà. Okay.
Bei den Leider muss so ass van den durch de Bëch so hochcht an an der Sache Plecke geht, hue den einfach oppassen, weil mu noch so bei der Schul den ganz viel ders mcht an et fand noch viel giftig Sache dann Bëch meng leider weil wo der willst dat so oppassen trotzdem. Ja, das ist ganz wichtig, mens gut oppassen, an Restaurant zu schaffen, der wirklich nicht zielste, weil die nicht 100% definieren kann. Das ist mens wichtig, auch für verschiedene Menschen ausgesehen, lever direkt an Pubel wie an der Bauer und dann an Klinik. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und dafür as regional Lützeburg Produkte zu benutzen. So kommt dahin, da kommt an das Schein Hall, guckt, was das für excellent Produkte gehen. Aber wenn der Ackhafen gibt, so guckt am Lützeburgische Label, guckt, was heute Lützeburg produziert wird, guckt bei ihrem Bauer an der Gegend, muss nicht immer von ganz weit kommen, weil wir machen ganz, ganz gute Sachen. So, Kamil, meine kleinen Türchen gemacht, ich meine, ich gehe doch am Trick bei dich und dann sehen wir uns noch einen Trick.